Ja? Hallo Mama? Ja? Mama, ich krieg dich ein Autounfall, hörst du? Wo bist du, Manege? Ich bin jetzt gerade bei der Polizei, es wurde gerade festgenommen, ich habe eine Frau überfahren. Manege, wo bist du bei der Polizei? Warte, ich gebe die Polizei, bitte hol mich hier raus, es tut mir leid. Ja. Man denkt sich dann, ach, wie kann man nur so blöd sein? Also ich falle da auf keinen Fall herein. Und ich glaube, das ist der große Knackpunkt. Dahinter steckt eine Riesenmaschinerie, die organisierte Kriminalität, die wirklich richtig professionell und richtig gut sind. Es ist schwer, Betroffene zu finden, die offen darüber sprechen. Nach langer Suche ist in Hamburg ein Mann dazu bereit. Im Sommer ruft ihn eine Frau an, angeblich seine Tochter. Ich erlebe meine Tochter schreiend, weinend, völlig weg, geheult, geschrien, hysterisch und. Und eindeutig hier am Telefon auch die Stimme meiner Tochter, 100%. Seine Tochter habe jemanden überfahren. Sie hatten Menschen totgefahren. Das war sowas von, am Anfang gleich, sowas von ruhig und doch eindringlich von dem Polizisten, von dem Metzler, mir im Grunde genommen ins Ohr gelegt, damit ich ja immer dran denke, es geht hier um einen Todesfall. Das Adrenalin schießt ein und ich bin in so einem Tunnel drin. Und wenn ich im Tunnel bin und mit Adrenalin vollgepumpt bin, dann kann ich nicht mehr rechts und links denken. Dann geht es nur noch geradeaus und genau das will der Täter. Seine Tochter muss angeblich in Haft, außer er zahlt eine Kaution. Er bietet etwa 30.000 € und den Schmuck seiner verstorbenen Frau. Ärgerlich, das Geld, okay, aber für mich ist es einfach nur ärgerlich, der Schmuck. 57 Jahre lang, nach und nach, immer wenn irgendwas war, gab es irgendwas Schönes an Schmuck. Und alles weg letztendlich. Eine ordentlich gekleidete Dame holt alles ab. Und habe meine Tochter dann angerufen auf dem Handy. Und die meldet sich dann, Papa, um diese Zeit, was ist denn los? Und ich habe dann nur noch gesagt, Gott sei Dank, du bist gesund. Was war das für ein Moment? Was war das für ein Moment? Eigentlich ein totaler Zusammenbruch für mich. Die wissen gar nicht, was sie mit einem Menschen machen, mit solchen Sachen. Nicht des Geldes wegen, sondern in diesem Falle des Schmucks wegen. Was sie im Grunde zerstören an der Gemeinsamkeit des Lebens, was man zusammen verbracht hat. Ich kann sagen, von dem Opfer, das hatte ich jetzt erst vor Gericht getroffen, sie kann seitdem nicht mehr arbeiten. Sie ist in psychologischer Betreuung und ihr Mann macht ihr sehr starke Vorwürfe. Die Ehe steht auf dem Spiel. Am Schluss gibt es auch Opfer, die sich suizidiert haben. Deswegen, weil sie mit dieser Scham und mit diesen Selbstzweifeln nicht leben konnten. Noch heute will sie Täter festnehmen. Warte mal ganz kurz, die gibt dir die Daisy. Die fragen, ob sie den Einsatz dann abbrechen sollen. Hi,
Du müsst es selber wissen. Wenn du sagst, ihr habt es im Kreuz, dass ihr das Taxi observiert, macht's es. Wenn du sagst, nee, das ist uns zu heiß, dann macht's es nicht und brecht es ab. Und da kommt er tatsächlich dann raus beim Edeka vorne. Wenn er die Albert Schweitzer... Ja, ist ein... Ja, jetzt brav. Schelson K61? Jo, ja. Perfekt. Ich drücke euch die Daumen. Ciao. Okay, alle Richtung München unterwegs. Dann schauen wir mal. Ein Rentner stellt Telefonbetrügern eine Falle. Jetzt soll er zur Bank, um Geld abzuheben. Scheiße. Informiert jemand die Bank, schreib's mal. Julia? Ja? Könntest du mir einen Gefallen tun und könntest du bitte bei der Sparkasse anrufen und denen das erklären? Nicht, dass der vorher aufschlägt dort. Ja, hallo, hier ist Schelson vom Kommissariat 61. Ich bin richtig bei der Stadtsparkasse Compliance. Kreissparkasse. Okay, völlig falsch. Gut, dann ich probiere es nochmal unter der anderen Nummer. Das ist die Kreissparkasse gewesen. Wir müssen noch mal suchen, bitte. Das war die Kreissparkasse, haben wir übersehen. Ich brauche die Stadtsparkasse. Schreiben wir die. Das ist belegt. Geil. Früher hat Desiree Schilshorn als verdeckte Ermittlerin gearbeitet. Sie weiß, dass man in bestimmten Situationen ruhig bleiben muss, um den Überblick zu bewahren. Auch wenn es aufregend ist und alles hektisch und schnell ist. Ja, hallo, hier ist Schilshorn vom Kommissariat 61, früher AG Phänomene. Wir hätten eine dringende Angelegenheit. Und zwar haben wir einen Geschädigten, der momentan unterwegs ist zur Sparkasse. Er weiß, dass er einem Betrug, also er spielt mit. 40.000 Euro möchte er abheben. Das Telefonat mit dem Keiler, also mit dem Betrüger, das läuft aktuell noch. Und deswegen müsste man nur einen Umschlag oder nur mit Umschlag mit Papier drin herausgeben. es klappt. Die Bank macht mit. Ja, danke. Ciao. Jetzt sind alle bereit, dass die Falle zuschnappt. Wie hoch sind die Erfolgschancen, dass das klappt? Von 3 würde ich vielleicht einen sagen, vielleicht von 4 einer. Die Täter bauen so viele Tests ein, die man alle bestehen muss, dass man da ganz leicht auch mal rausfällt. Doch die Täter scheinen etwas gemerkt zu haben.